wann Kanner den Muse gesinn an d Fassade gesinn, dat ze sech so okay, dat eng Platz fir Eis. Do film meis. Hai am Kannermuse Plum als Kannerbedeligung als Hauptthema. Und wir wollten, dass durch die Fassade vermittelt wird, dass Kanner hai am Kannermuse die sind, die das Ganze zum Leben bringen. Das ist eine Fassade, die soll davon erleben, dass Kanner mit ihren spontanen Ideen, mit ihrer Gefühlswelt, mit ihrer Vorstellung, mit ihrer Fantasie eben sich ausdrücken. Wir hatten für den kreativen Prozess 5 Workshops gestaltet. Wir haben probiert, diese Workshops so zu optimisieren, dass sie so gut wie möglich für die Kanner gestaltet sind. Und dafür haben wir mit Paulina eben zusammen geschafft. Wie kann ich die Dimensionen von klein und groß mit den Kanner erforschen? Also, was sind eigentlich Großobjekte, die wir klein durchstellen oder Kleinobjekte, die wir ganz groß machen? Und dafür bitte ich auch eine Fassade an. Das waren wirklich so Frauen, die dann geholfen haben, die Kanner zusammen mit Mirina so an ein Thema ranzusteigen. Schon am Punkt kleine Künstler, die mir den ganzen Content liefern. Und das Endresultat ist eine Illustration von den Kanner, die ich dann zusammengestellt habe. Das ist gesagt, wirklich lauter Influencer. Kanner konnten von Atelier zu Atelier einfach gucken, was spricht mich an, ob was für eine Lust. Also sie konnten da eben mit Scheiter spielen, mit Stempel spielen, mit Siebdruck. Sie konnten malen, Pantomime spielen. Also es war wichtig, dass so ein 360-Grad-Winkel abgeholt gehen von ganz vielen verschiedenen Materialien. Siebdruck für was? Wir können so viel wie möglich Textur auf verschiedene Papieren zu haben. Der zweite Workshop war eine Stempelothek. Das heißt, sie konnten selber Stempel gestalten, die dann noch an eine Bibliothek von Stempeln dran machen. Und wie wir mal ganz viele verschiedene Workshops nicht nur an einem Tag, sondern von Woche zu Woche hatten, konnten Kanner die Stempel entweder benutzen, die schon vorher gestaltet waren, oder natürlich etwas Neues kreieren. Sie müssen nicht etwas verdächtig lernen zu benutzen, aber sie konnten auf ihre Mesure während dem Atelier einfach mal Sachen ausprobieren. Der dritte Workshop war ein Form- und Wort-Workshop. Das Wort sollte mit Formen, farbige Formen gestalten. Der vierte war ein Pantomime-Workshop. Kanner müssen das, was sie gesehen haben, malen. Und dann der fünfte war ein Projektionsworkshop. Das heißt, da hat man sowohl so große Projektor wie auch Taschenluten. Und Kanner konnten sich die Objekte holen, die sie eben gerne hatten, und die projizieren und dann neue Formen daraus kreieren. Ein Beispiel war zum Beispiel ein kleiner Dino, den du eben ziemlich präsent auch an dem Material, den schon eben ist. Es war natürlich wichtig, dass Kanner sich herumfahren an der Fassade. Das heißt, die Kanner, die sich darunter beteiligt haben, die kommen dann hin und sehen dann hier Bilder an der Fassade. Ob es die größten Dinosaurier ist oder die Rehbau, den sie gemalt haben, den ist tatsächlich an der Fassade. Meine Arbeit ist ästhetisch etwas hinzukriegen, weil aber Fantasiewelt von der Kanner ist. Wir wünschen uns natürlich durch eine große Identifikation von den Kanner mit diesem Projekt am Kannermuse Plum, aber auch dazu gesehen, dass hier wirklich im Mittelpunkt stehen.